Voilà, Vakanz als River, herzlich willkommen, liebe Leute, hier für eine neue Emission Blick auf Europa. Ich hoffe, ihr habt eine gute Sommerzeit verbracht. Für meinen Teil sieht der Fall ganz gemütlich. Ich habe genossen, mal ein daheim Vakanz zu machen. Da sind so viele NRW als Europadeputierten, dass ich noch froh bin, mal ein paar Wochen daheim zu sein, innerhalb von der Familie zu sein. Und ich hoffe noch für euch, dass ihr euch gut erholt. Es sind ja natürlich nach die anderen Vakanz sind, die sollen ja doch nach ruhig genießen. Wir haben heute, ihr seht, wir haben heute letzte Woche angefangen mit ganz vielen Ausschüssen, schon Komiteen, die schon Tage noch den Transport hat funktioniert, den Emploi hat funktioniert. Das sind die zwei Komiteen, wo ich hauptaktiv dran bin. Da hat man schon ein ganz paar Sujets an besonders Transport und Umwelt überlegt. Das sind so Sujets, die demnächst immer mehr in Diskussion kommen. Der Transport als hauptverantwortlich für ganz viele CO2-Emissionswerte und auch Stickstoff, Stickoxide und so weiter. Das heißt, da muss demnächst etwas geschehen, die ganze Dekarbonisierung. Am Emploi also auch ganz viel, da haben die slowakischen Kollegen, die Präsidenz haben in Vierschuss gemacht, das heißt, sie haben vier gelöst, was sie die nächsten 4 Monate umsetzen. Da ist natürlich nicht Travailleur détaché, die Entsenderichtlinie ist nicht dabei. Da werden wir aber drauf, weil da komme ich noch drauf zurück, da ist ja ein Litige, das heißt ein Disput zwischen den Memberstaaten und der Kommission. Und da werde ich, wie gesagt, noch drauf zurückkommen. Ein Thema, das uns natürlich immens beschäftigt und die nächste Woche wahrscheinlich noch mehr intensiv geht, ist die Diskussion um den Brexit. Wie gehen wir in Zukunft mit Großbritannien um? Was für Status kriegt Großbritannien? Wir haben ja hier ein paar so Assoziationsaufkommen mit der Schweiz, bilateral verhandeln mit Norwegen, die an einer Gruppe sind mit Island, Liechtenstein. Das heißt, was für Status geben wir den Engländern? Und wenn sie deklanchieren, sie warten den Artikel 50, für dass wir hier mal an Verhandlungen kommen. Das ist ein grosses Sujet. Dann etwas, was aber auch als das nächste Jahr wird extrem beschäftigen, wo ein Loch schon spürt, an den Hirsch daran, wie Diskussionen laufen, und auch wie an den Medien das thematisiert wird. Das sind Wahlen an den großen Ländern. Wenn ich so große Länder, dann ist das für alle natürlich Frankreich und Deutschland. An Deutschland lebt im Moment die berühmte Diskussion über die Kanzlerkandidatur von Angela Merkel. Tritt sie eigentlich Feiertkehr un oder nicht? In Frankreich sieht es immens chaotisch aus mit immer neuen Kandidaturerklärungen, sowohl von linker Seite wie auch von rechter Seite. Das heißt, da ist ein ganz, etwas am Wandel, was da entsteht. Und das spielt natürlich, das wirft sich natürlich auch auf europäischem Niveau auf. Dann auch an den Niederlanden und Holland, wo wirklich auch demnächst Wahlen sind, auch 2017, wo sich ein Klima gebildet hat, wo die Räte extrem ganz stark am Opfern sind, gerade wie Frankreich übrigens. Und dann natürlich die Situation aus Spanien. Spanien kriegt seit Dezember, das geht schon bald ein Jahr, wo Spanien keine Regierung zusammen kriegt, wo immer Neuwahlen sind. Und ich fährt, dass es darauf ausläuft, dass auch demnächst eine dritte Kehr Neuwahlen an Spanien werden müssen ausgerufen gehen. Da ein bisschen zum allgemeinen Kontext, die könnt so, ja, das ist an den Ländern, aber das wirft sich natürlich auf europäischem Niveau auf, das ist ganz klar. Wir haben natürlich immer Wahlen, dass immer irgendein Land Wahlen hat, aber wenn aber hier so große Länder Wahlen haben, dann ist das aber schon nicht signifikativ für uns Arbeit. Als Arbeit wird demnächst, außer der Arbeit, die Detailarbeit, die an der Komitee gemerkt wird, sind natürlich ein paar ganz große Sujets, die auch über den Sommer beschäftigt haben. Das ist Migration, Flüchtlingskrise, das ist ganz klar. Da hat sich an und für sich die Situation nicht extrem beruhigt. Beruhigt schon, aber nicht eigentlich so, wie wir uns das wünschen. Das heißt, wir wünschen uns ja von Ruhe an den einzelnen Ländern. Das ist nicht der Fall, das ist noch einmal Krieg. Und das wird auch noch weiter andauern, sodass dort auch nach ganz vielen Leuten immer hier das Leben fährt und immer eine Situation, immer eine Familie. Und da wird es fortlaufen. Und dann natürlich ein Wesentliches für Europa, wo ich auch muss sagen, dass wir als menschlich Seite auch weisen, an die Flüchtlinge noch abholen, für ihnen, wie gesagt, Schutz zu bieten, für ihnen eine stabile Situation zu bieten. Das nirgendwo aber auch, wo wir unbedingt müssen hinkommen, das ist aber eine gemeinsame Asylpolitik für Europa. Wir haben im Moment ein Flickwerk, also ein Patchwork am Anfang von einzelnen Reglementen, einzelnen Gesetzen an den einzelnen Memberstaaten. Das muss harmonisiert gehen, das muss uniformisiert gehen, und zwar den Dublin-Prozess, den umläuft, das neu gemerkt wird.
dat aufkommen, dat ass vu grosser Notwendigkeit. Terrorbekämpfung, den Terror hält net op, dat hicht das weiter immer nach Attentaten hunn sich iwwer de Summer denken do un Nice, denken Rouen, denken wo an Deutschland vereinzelt Attentater, die stattfand hunn, a Bayern zum Beispiel. Och dat werden Thema sewer da ist demnächst nach wer beschäftigen. Steuerpolitik natürlich lo am Gespräch besonnech Weltkommission jo Apple verklot huet, a well déi lo am Fong mussssen die 13 Milliarden zréck bezuelen hunn Irland wat hinnen Ruling do gemacht huet, den ganz favorabel war, dat huet Kommission no geprangert, an dat as lo dementsprechend och thematisiert ginn an Apple ass eigentlich an dem Sinn vun der Kommission ugehale ginn, die Suen zréck ze bezuelen. Die natürlich dat kontestieren, das ganz klar, dat hicht dat lebt lo nach. Aber die Politik, die Steuerpolitik, die geht an eng Phas, no LuxLeaks geht an eng Phas, wo man so wo et vom ethischen, moralischen Standpunkt richtig ist, dass man so die großen Entreprisen, die Entreprisen mussssen do Steuer bezuelen, wo se och Gewënner a Wirtschaft tun, dat as bisssen Ziel vun dem Ganzen. An do kommen an nächster Zeit nach wahrscheinlich viel méi zu Großentreprisen, die lächt 10, 15 Joer praktisch kein Steuer bezuelt hunn, durch onméiglich Konstruktionen, wo dat Geld an higefloss ass, hunn se kein Steuerbrechen ze bezuelen an den Länder, wo se hier Gewënner hier Geschäfter gemacht hun. An dat kann an Zukunft net sinn. An der prangert Kommission nun, an dat auch gute so. Ich fand dat eng interessant eng richtig Mesure fir dat so an die Richtung weiter zu feiern. Umwelt am Transport hat schon gesagt, dass hier Dekarbonisierung, wir müssen wegkommen von den schädlichen Aufgasen, von den schädlichen Schadstoffen, die wir hier an die Luft bloßen, sowohl, wir denken natürlich an Diesel, aber das auch CO2-Emissionen beim Benziner anzuführen. Das heißt, das geht in die Richtung. Wir denken noch direkt an die Autos, aber wir sind auch an andere Transportarten denken, wie zum Beispiel ein Schiffer auf dem Meer, da geht unwahrscheinlich viel verbrannt. Natürlich auch die Luftfahrt. Dat ass natürlich auch ein Thema für uns. Die Kommission hat eine Proposition gemacht, und wir schaffen darauf, für das wie gesagt, besser zu kreieren, für Männer, Todesfälle für allem durch Luftverschmutzung zu kreieren, aber auch sonst all die Krankheiten, die dadurch entstehen und die dann natürlich auch zu langfristigen Schäden für die Leute führen, natürlich an erster Stelle, aber auch langfristig ökonomische Situationen, die nicht mehr tragbar sind, was Staaten, was Käsen, alle Leute viel Geld kosten, und das muss unbedingt abhalten. Der Bandenmarkt haben wir den Geoblocking, dat ass jo Dir wisst, dat eng ganz Party Dienstleistungen, eng ganz Party Sachen net zwar ugebuerde ginn vun de großen Entreprisen an andere Länder, méi awer do net an all Land können geliefert gehen oder wie zum Beispiel Filmer, die dann nach verschiedene Länder net können geguckt gehen. Lützeburg ist da ganz stark betroffen, weil wir am Anfang ein kleiner Markt sind, der für große Akteure nicht so interessant ist. Ganz oft will den Film gucken und dann heißt es, den ist für euch, aber leider nicht zu gucken, leider nicht disponibel. Das ist in Zukunft ein Thema der Geoblocking, was die Kommission sich op den oder du Jour gesagt hat, wo eine Proposition könnt, aber auch besonders die Dienstleistungen, aber auch am Telefonbereich, also alles, was Telekommunikation also an dem Bereich, und auch was die Versenden von Waren, das heißt, wenn ihr einen Park bestellt, dann dass ihr den auch hingeliefert kriegt, ob die Destination, egal wo das wo ihr wohnt, und dass ihr nicht wie zum Beispiel ganz oft, wenn ihr aus Frankreich oder aus Deutschland einen Park bestellt, ihr ein Produkt bestellt, dass ihr da muss eine Adresse am Ausland umgehen, für den überhaupt zu kriegen. Das ist ein Thema. Die letzte Sujet vielleicht, das ist Travailleur détaché, das ist etwas, wo Lützeburg ganz stark betroffen ist. Natürlich kommen ganz viele Leute bei uns pro Tag arbeiten, die aus anderen Ländern ins Land gehen für eine bestimmte Mission, für eine Zeit, 3 Monate, 6 Monate, so bis zu 2 Jahre. Es gibt natürlich auch viele Lützeburger an das Ausland geschickt, sodass das am Anfang eine Situation ist, die sowohl als auch für Lützeburg ein Problem durchstellt. Ihr wisst, dass die Kommission einen Vorschlag gemacht hat, für kurzem, wo wir Versicht tun, wo die Kommission Versicht hat, Marianne Thyssen, die Kommissarin Versicht hat, ein bisschen mehr eine Gerechtigkeit heranzukriegen für die Travailleur, für die Arbeitnehmer, für zu sagen, die müssen die Konditionen kriegen auf der Platz, wo sie dann noch den Moment schaffen, nicht nur den Mindestlohn, wie das bislang ist, aber dass sie da
die Lohnstrukturen kommen, dass sie an den Genuss kommen von den Kollektivverträgen, an alles, was der Kollektivvertrag beinhaltet, zum Beispiel den 13. Monat oder was das sonst noch für Prima geht. Das ist von 11 Ländern ganz stark kontestiert. Die sind besonders Länder aus dem Osten, das werde ich nicht wundern, aber auch Dänemark. Das heißt, die Länder haben sich dagegen gewehrt und haben eine Karton jaune, also eine gelbe Karte der Kommission gewiesen, wo sie so eine Kommission, die geht über eher Kompetenzen, über eher Responsabilitäten raus, die greift an das Lohngefüge an von den einzelnen Memberstaaten. Die Kommission ist nicht der Meinung, feiert den Dossier weiter. Das heißt, wir werden in Zukunft, wir haben ein Dossier durch, wir werden in Zukunft darauf schaffen. Da läuft eine Diskussion, ob ich überhaupt etwas Neues machen muss oder ob ich die bestehende Direktive nicht mehr liegt, muss aufpassen. Ich meine, da sind wir hier am Haus größtenteils der Meinung, dass sie loser nehmen, dass die loser von der Gelegenheit profitieren. Die Direktive ist mehr als 10 Jahre alt, die Welt wird geändert, die Arbeitswelt wird geändert und da soll ich noch, wie gesagt, neue Überlegungen mal dranbringen. Die Hauptsujet, die die nächste Zeit anstehen, darüber hinaus natürlich wie immer ganz viel Detaildossien, ganz viel an den einzelnen Ausschüssen. So, ich möchte für das Nachgucken von dieser Woche für Brüssel und wie gesagt, bis die nächste Sendung nächste Woche.